Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. So, Ding, Zeug, Leid. Wir haben heute ein kürzeres Meisterwerk, das wir besprechen. Ich habe euch das letzte Mal versprochen, den 10.08.2018 machen wir weiter. Wir sind wieder bei Rendern hochladen, wie ihr vielleicht am Hintergrund seht. Und der zweite Teil ist, das Rohmaterial der Zusammenfassung ist 7 Minuten lang. Das heißt, arbeitsloser Mettler wird beschenkt. Da sind wir doch gespannt. Geile. In diesem Sinne, Leute, hockt euch her, Sommermeere. Reißt euch Häube auf. Mir ging an einer in Rainer. Oh ja, das ist ganz schön laut, ist das. Ja, Rainer, bitte nicht singen. Obwohl, wenn Rainer dazwischen singt, bewahrt mich das vor Copyright-Problemen. Weil das, was Rainer da als Singen bezeichnet, das erkennt kein Algorithmus dieser Welt als Copyright-geschütztes Material. Wir präsentieren den ausgelutschesten Song von ASP, by the way. Oder ASP, je nachdem, wie ihr es ja sagen wollt. Ihr habt diesen Song so tot gehört. Es ist ein schönes Lied, aber man kann sich überhören an Dingen und das bei dem Ding definitiv der Fall bei mir. Keine Sorge, Rainer. Ich will ja nicht in die Todeszone kommen. Außerdem schreckt mich wahrscheinlich der Geruch ab. Ja, ein bisschen Zigarettenwerbung nur machen auf YouNow ist alles gut. Das ist auch sowas. Die Zigarette so aus der Schachtel zu nehmen, macht. Ja, ist halt, um cool zu wirken. Aber das ist bei Softpacks oft so, ne, dass die machst du an einem Ende auf und dann schnippst du unten, damit du mit dem Wurstfinger da reindödeln musst und schnippst unten dagegen, kommt oben eine raus, die kannst du dann direkt mit dem Mund aus der Schachtel nehmen. Ne? Eine stinknormale Schachtel zu nehmen, die aufmachen, die Zigarette halber rauszuziehen, um sie dann mit dem Mund da rauszuholen, ist pures Gepose. Gut, aber das Ganze, was Rainer als Rauchen bezeichnet, wir wissen alles, ist nur Puffen, war schon immer nur pures Gepose. In Positur muss sich geworfen werden. Wir fangen an, ein bisschen Wannabe-Gesang und dann auch ne. Rainer, bitte. Nicht. Rainer, da sitzt er und pafft vor sich hin. Qualitätscontent, gell? Da läuft das Schriemene schon. Rainer, ich hab mich immer mit Leuten unterhalten, die Twitch-Streamer sind. Ja, die auf Twitch schon, ja, sagen wir mal, so eine regelmäßige Audience haben von ein paar hundert Leuten. Und die haben gesagt, der Anfang ist am schwierigsten, weil du musst jede Sekunde vom Stream so machen, als würden dir schon hunderte Leute zuschauen. Das heißt, es muss vorm Stream eigentlich alles sitzen. Ne? Er hier. Und damit ein herzliches Willkommen beim Drachen. Servus, Leute. Gut, eben schnell noch das Mikro, also einen neuen Mikroständer bestellt. Jetzt habe ich gleich 2 bestellt, 2 verschiedene. So, Leute. Ach, scheiße, ich habe. Ja, das ist natürlich auch richtig gut, ne? Sich dann mehrere Mikroständer zu bestellen. Rainer, man könnte sich die Mühe machen. Ja? Man könnte sich die Mühe machen. Ist gar nicht viel Mühe. Dauert ein bisschen, aber nicht lang. Du hast Zeit. Ne? Du bist arbeitslos. Man könnte sich
vorher informieren, welcher Mikroständer denn gut ist. Gibt sicher hunderte von YouTube-Kanälen in allen Sprachen dieser Welt, die dir sagen, der und der zu dem und dem Preis. Die wahrscheinlich sogar Listen machen und sagen, ey, wenn du mehr ausgeben wirst, wenn du weniger ausgeben wirst, was ist gut, was ist stabil, was passt. Ganz zu schweigen davon, dass du jetzt zu dem Zeitpunkt aus eigener Aussage schon seit Jahren Profi-Content-Creator bist, dann müsstest du dich ja eigentlich dann da auch auskennen. Einfach alles bestellen oder auf die Wunschliste setzen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist und dann gegebenenfalls andere Sachen zurückschicken. Lel, als hätte er das jemals gemacht. Nein, ne, es ist dumm. Aber ist klar, Rainer kann dann natürlich, wenn er die Sachen auf die Liste gesetzt hat und alle von diesen Sachen bekommen hat, eins davon behalten und den Rest, den verkauft er dann wieder seinem Team als Bezahlung. Wir wissen nicht, der hat halt auch, wem hat er das angeboten damals, den einen unbenutzten Tischgrill als Bezahlung dafür, dass er ganz Videos geschnitten hat und alles rausgesucht hat und alles. Eigentlich ein anderes Hashtag verwenden wollen. Na egal. Ich habe hier ein Paket bekommen. Und das wollte ich eigentlich auspacken im Stream. Ich habe es schon mal aufgemacht. Da ist einmal eine Mütze dabei. So. Make Rainer great again. Haben wir gelacht. Rainer, um dich great again zu machen, müsstest du schon mal great gewesen sein. Und nein. Ja, ist natürlich richtig geil, wenn du jetzt extra die Mütze gekriegt hast, wo vorne was draufsteht, dass das da jetzt falsch rum aufsetzt, du Depp. Rainer, wie lange hast du das T-Shirt jetzt schon wieder an? So. Ein Brief ist natürlich auch dabei. Ja. Lass mich raten, Rainer. Das ganze Paket war übrigens nur die Mütze. Oh Rainer, zum Geburtstag alles Gute nachträglich. Wir hoffen, dass dir die Geschenke gefallen. Bleib so, wie du bist. Ich gebe mein Bestes. Das wäre traurig, Rainer, wenn du tatsächlich dein Bestes gegeben hast. Wäre das sehr traurig. Mir ist gerade ein bisschen das Erbrochene hochgekommen, als er den Brief vorgelesen hat. Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund und keine Trollerei dieser Welt kann es rechtfertigen, ihm so eine Scheiße zu schicken. Ja? Und was ist jetzt da drinnen? Ja, was wird drinnen sein? Luan. Ah, das Spielzeug Samurai-Schwert. Ah, da hat er sich dann wieder 3 Minuten drüber gefreut. Ne? Ja, da ist nicht nur ein zweites drin, du Dulli. Da ist noch was anderes drinnen. Code, bitte Code, bitte Code, bitte Code. Oh, komm ich nicht hin. Ja, du kannst die scheiß Schachtel von der anderen Seite aufmachen. Du Hageldummer. Muss ich von der anderen Seite aufmachen? Ja, no shit, Rainer. Da versucht er mit seinen schwammigen Speckärmchen da in dieses Ding rein. Ja. Ah, vor allem Fluppe in der Fresse. Alter, die Mütze. Rainer, du hast keinen Mützenkopf. Ne? Also kann, ne, für so Basecaps. Nein. Nicht nur, dass es umweltschädlich ist. Nein, das Zeug fliegt auch überall. Was ist das? Ich weiß nicht mehr, um was es geht, aber es ist auch umweltschädlich, sich irgendwie die halbe Palette an Mikrofonhaltern zu kaufen und die quer durch die ganze Weltgeschichte schicken zu lassen, wenn man nur einen braucht. Das ist auch umweltschädlich, Rainer. Boah, total zerquetscht. Okay, ein Flyer. Ah, Styropor. I hate Styropor.
Ja, Styropor ist wirklich nix. Ne? Also, ich verstehe, dass in der Produktion, wenn du jetzt einen Bildschirm oder einen Fernseher oder sowas kaufst, dass es ein notwendiges Übel ist, aber ich glaube, da gibt es sicher auch Alternativen, oder? Nicht, dass der so in der Schachtel drin bleibt, damit ihm möglichst wenig passiert. Privatleute, die Klump mit Styropor verpacken oder meinen, ja, hier von meinem Fernseher ist nur Styropor über, damit packe ich jetzt. Macht's das nicht, Leute. Macht's es nicht. Niemand freut sich, wenn er es kriegt. Und das ist auch erstaunlich nutzlos. Ne? Das Styropor ist ja mehr oder weniger bei so einem Fernseher in der Schachtel nur dafür da, dass der da nicht in der Schachtel umeinander rumfliegt und die Ecken geschützt sind. Deswegen ist ja auch nur an den Rändern das Styropor dort. Das ist als Stoffmaterial sonst gänzlich ungeeignet. Ja, So. nur dazu verteilt sich's überall, du kriegst es nicht mehr weiter. Und Was ist das hier? ich bin der persönlichen Überzeugung, sorry, ich unterbreche schon wieder viel zu oft, ich bin der persönlichen Überzeugung, der Typ, der diese Packerdnüsse erfunden hat, die aus Plastikschaum. Ihr kennt die? Ich bin der persönlichen Überzeugung, der Typ sollte in der Hölle schmoren. Die sind der allerletzte Rotz, die Dinger. Du machst irgendein Backerl auf, wo die drin sind, die sind überall. Die explodieren dir einfach ins Gesicht. Ah, ein Ständer. Entschuldigung. Ja, Rainer, jetzt tu nicht so, wie wenn wir das gesagt hätten. Na gut, vielleicht habe ich das im letzten Video gesagt. Aber in dem Fall warst du der infantile Dulli. Ne? Ich hatte vorhin schon gedacht, ich muss mir selbst einbauen. Ja, du hast deinen ja kaputt gemacht. Ne? Rainer, da Quiz ist irgendwo Anleitung dabei. Der Rainer gehört wieder zu diesen Leuten, die habe ich so dick. Die nehmen einfach irgendwas und stecken es zusammen. Und dann, das wird schon passen. Und dann denken sich, warum passt das nicht? Und nach einer halben Stunde fluchen und ne, ausrasten, schauen sie dann doch einmal in die Beschreibung rein und merken, ich habe alles falsch gemacht. Jetzt ist kaputt, scheiße. So ein Klump. So, da haben wir einen Ständer mit japanischen Schriftzeichen drauf. Und was haben wir Ach, das ist für sein Kindergartenschwert. jetzt hier? Dieses Ding hier, ne? Wie nennt man das? Dieses Label da, ne? Das sicher zeugt von hoher Qualität. Das macht dieses Papierklump, was da dran hängt. Das macht sicher, jeder japanische Schwertschmiedemeister macht es genau so an seine Schwerter hin, damit die alle wissen, wo es herkommt. Ne? Es kommt nicht aus der chinesischen Fabrik. Und das ist das allerletzte Klump. Na, 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 na. Tja. Ganz zu schweigen davon, ne, bin ich der Meinung, dass Katanas, da mag jetzt jeder seine eigenen Präferenzen haben, aber ich habe mit Schwertern und dergleichen mal ein bisschen beschäftigt, das ist schon länger her. Ich bin der Meinung, dass Katanas höchstgradig überbewertet sind. Du kriegst da Standard, so deutsches Breitschwert kriegst du genauso scharf. Und das hält viel mehr aus und das hat Klingen an beiden Seiten und eine bessere Parierstange. Es ist spitz, du kannst damit auch stoßen. Also meiner Meinung nach die deutlich bessere Waffe. Erstklassig. Ja, erstklassig. Das ist gestanzter Billigstahl aus China, Rainer. Das ist nicht erstklassig. Rainer, dieses Spielzeug Master Schwert von Zelda, das du hast, ich weiß nicht, ob er es damals schon hatte, 2018, ist wahrscheinlich hochwertiger hergestellt als der Scheißdreck da. Alter, wie er das jetzt
Du da so wieder ein Experte, ja, schau, gut ausgebalanciert. Gut ausbalanciert ist es im Übrigen, wenn du an der Parierstange, nach der Parierstange das machst, ne, und es dann liegen bleibt. Aber. Nicht so richtig austariert. Rainer, du bist nicht richtig austariert. Ein schönes Samurai-Schwert. Sau cool, ey. Natürlich keine scharfe Klinge. Steht sogar was drauf. Ist was eingraviert. Ja. Wahrscheinlich ist das irgendeine Beleidigung. So dumm bist du, dass du dir diese Scheiße gekauft hast. Oder hast kaufen lassen. Ne? Rainer, sogar wenn es auf Deutsch geschrieben wäre, könntest du es nicht lesen, also tu nicht so. Sieht interessant aus. Das ist aus der Last Samurai sogar, sehe ich gerade. Ja, das wäre das Originalsei. Von damals. Aus der Zeit, auf der die Geschichte, wo die Geschichte herkommt, auf der der Film beruht. Höchstwahrscheinlich. Was kostet so ein Ding? Keine Ahnung, gibt es bei EMP? Für 50 Euro oder 80? Come on. Oh, das dürfte aber teuer gewesen sein. Leck mich am Eimer. Ja, ich glaube nicht, dass das so teuer war. Das schaut nicht fürchterlich teuer aus, Rainer. Ich bin trotzdem, auch wenn das hinterletzte Klump ist, der Meinung, jemand wie er sollte sowas nicht besitzen dürfen. Streng genommen kannst du ja auch, wenn das ein Klump ist und auch wenn es nicht geschliffen ist und er auch sicherlich zu dumm ist, um es selber zu schleifen, kannst du mit dem Ding trotzdem jemanden verletzen. Das hat ja trotzdem ein Gewicht, das ist immer noch aus Metall, dass wenn ich irgendjemanden gegen die Rübe donner, dann kann ich schon massiven Schaden verursachen. Dementsprechend sollte jemanden, der praktisch keinerlei Frustrationstoleranz und keinerlei Impulskontrolle besitzt, auch nicht so ein Ding besitzen dürfen. Das ist wirklich extrem geil. Richtig, richtig geil. Ich weiß nur noch nicht, wo ich es stelle. Beantworten tue ich Fan. Das Problem, wenn die ganze Butze voll mit Müll ist bis unter das Dach, dann weiß man nicht, wo man es hinstellt. Ja, richtig. Rainer, vielleicht hättest du das auch überlegen können, bevor du das auf die Battle-Liste gesetzt hast. Oh. Ja? Das wäre eine Möglichkeit gewesen, dass man sich das vorher überlegt. Wo tue ich das Ding überhaupt hin? Habe ich dafür Platz oder gar eine Verwendung? Und wenn die Antwort Nein bedeutet, lass es bleiben. Was prinzipiell nicht, weil ich extrem unzuverlässig bin mit Sachen wegschicken. Außerdem ist das Problem auch immer das, wenn ich das für einen mache, dann will das jeder haben, wisst ihr? Und das ist einfach wieder zu viel für alles. Richtig krass, ey. Heftig. Hat man die Mütze danach eigentlich, klar, der hat die dann ein paar Mal im Stream angehabt, aber hat man die seitdem dann wieder irgendwo gesehen? Die hat her müssen, zweimal zeigen, schaut mal, was ich habe, und dann war es wieder wurscht. Dann muss der nächste Klump her. Ja, dann kommt sie, die Zuckerwattemaschine und die Hotdog-Maschine und der ganze Scheißdreck. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Richtig krank. Also vielen, vielen lieben Dank an diejenigen, die mir das geschickt haben. Drache, wie viel verdienst du pro Monat? Sorry, aber das ist Privatsache. Richtig krasse Privatsache. Also es sei denn, er will prahlen damit, was er in Anführungsstrichen verdient. Ja, dann ist wieder keine Privatsache. Aber 2018, Ende 2018, gerade nach dem Schanzenfest, da ist schon Rundganger monetär. Ne? Da ist richtig Rundganger. Wir hören uns noch das Lied an und dann muss ich auch schon beenden für heute. Oder für Rainer, nicht. das erste. Ich glaube, das war aber auch der einzige Stream, den ich heute mache. Oh, das Lied ist schon aus, WTF. Ja, dann Tschüssikowski, Rainer. Alter, unfassbar. Der hat jetzt diesen scheiß Strebende dafür angemacht, dass er kurz mit seinem Kinderschwert posen kann. Geil. Weil ich muss jetzt
noch einiges machen heute. Ich habe ja gestern schon gesagt, gestern Abend oder heute früh, wie auch immer, dass ich heute noch einiges zu tun habe. Ja, gestern Abend, heute früh, selbe Ding. Ja? Und ich wollte jetzt so das Paket mal auspacken, weil ich mir gedacht habe, das ist halt richtig krass und richtig heftig. Das muss ich mal zeigen. Das ist schon echt hart. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. So. So. Die ordentliche Halterung ist doch hier. Da hat auch jemand, die ist gleich dabei gewesen. Wow. Windig. Na gut, Leute. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache. Und hört mal. Wie das letzte. Ja, du hast ganz tolle Sachen, Rainer. Ganz, ganz tolle Sachen. Ich mache kurz Pause, weil wir sind jetzt gerade mal bei 20 Minuten. Das ging jetzt relativ fix und es war relativ unspektakulär. Dann hängen wir den dritten Teil auch noch dran. Im Notfall mache ich den zu einem Zweiteiler. Wenn da viel Matt drin ist, dann... ich habe gerade geschaut, was das hier auf der Richterskala ist, aber wir gehen in Teil 3. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hater werden hart ignoriert. Not. Teil 3, 10.08.2018. 3 von 3 Hater beschenken Rainer und er mag das nicht. Das hört sich doch wieder ein bisschen spannender an. Und hier habe ich geschaut, da haben wir eine 8 von 10 auf der Daniel Richter Skala. 21 Minuten lang. Da geht, glaube ich, was. So Leute, damit ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, Rainer, zum dritten Mal. Hoffe, euch geht's allen gut. Ja, geht, läuft. Moment. Das ist eine Unart im Übrigen. Dieses... So, Entschuldigung. Diese Mucke so laut aufdrehen, ich begreife es nicht. Aber das ist auch in seinen Schädel nicht neigegangen. Also dass weder seine Boxen noch sein Mikrofon dazu in der Lage sind, da wirklich einen anständigen Sound rauszukriegen. Deswegen haben dann oft Leute, die irgendwie ihren Stream mit Musik hinterlegen wollen, Kopfhörer auf und lassen das im Hintergrund über ihre Kopfhörer mitlaufen und stellen es dann bei OBS oder sowas ein, wie laut das dann sein soll. Kannst ja dann hier über ein Desktop-Audio oder sonst irgendwas laufen lassen und dann siehst du, okay, ein bisschen runterregeln. Dann hört sich das ja nach irgendwas an. So dröhnt es einfach dauernd in das Scheiß-Mikrofon von dir, Rainer. War ein Geburtstagsgeschenk. Ach, ich habe übrigens den Blitzer, nicht den Blitzer, noch ist er nicht angeschlossen. Das Strobo, Rainer, wir hatten das letzte Mal schon. Aber ich habe jetzt den Ding angestellt. Die Nebelmaschine habe ich jetzt hingebaut. Ah, okay. Das muss dann, aber warum ist jetzt hier 3 von 3 Zusammenfassung? Dann muss aber der erste Streamende, den ich da gemacht habe, 1 von 3 muss dann aber chronologisch nachher gewesen sein. Wieder in die Decke geschraubt. Auf dem Schild steht unten gar nichts. Im Übrigen ein großartiges Lied, was er da laufen hat. So viel muss man ihm lassen. Ne? Großartiges Lied. Normalerweise nicht so der Riesen-Toto-Fan, aber das Lied finde ich nice. Nur ein Einhorn, was vom Drachen gefressen wird. Da steht drüber, wie das letzte. Ja, Rainer, im Gegensatz zu dir können wir lesen. Wir haben das mitgekriegt. Ja? Und das ist lustig, ne? Wenn du, weiß ich nicht, 4 bist, aber ansonsten... Ich habe vorhin das Sofa, Computer... Ich habe vorhin alles hier weggeräumt, weil ich habe ja den Teppich hier. Ach so, aber dann muss es dann doch wieder später gewesen sein, weil der Teppich, den hat er ja dann gesagt, gehabt, gell, dass er den nochmal verlegen muss, wenn er denn irgendwann trocken ist. Ja? Und der steht sowohl hier unterm Sofa,
als auch unterm. Und Alter, ja, da ist er, der Subwoofer auf dem Boden. Der bringt's. Ja, Dollarteppich, Rainer. Also einem Ding und auch hier geht er auch bis an die Wand. Aber das ist der uralter Teppich. Jetzt verstehe ich, warum der nass war. Vielleicht hat er ihn abgekerchert oder so. Deswegen musste ich alles wegräumen. Erstmal musste ich aufräumen, dann musste ich alles wegräumen. Den Schreibtisch musste ich wegräumen, der steht jetzt ganz woanders. Ja, schaut es euch an, wie super aufgeräumt das ist. Ich sehe auf diesem Bild nur einen vollen Mülleimer und 2 randvolle Müllsäcke. Im Übrigen, da steht schon wieder anderes Schwert rum. Ne? Zusammen mit einem, was ist das? Rockband-Controller. Wie er da aufgeräumt hat. Das ist halt auch wild, oder? Das ist auch wild. Der erzählt uns jetzt, er hat mehr oder weniger das ganze Zimmer leer geräumt und alles aufgeräumt, damit er diesen Teppich da reinlegen kann. Und hat dann offensichtlich danach die Müllsäcke, die er vorher rausgeräumt hat, genommen und wieder reingestellt. Weil er zu faul war, die raus in die Bulldog-Halle zu bringen. Oder in eins der bereits zur Müllhalde deklarierten anderen Zimmer in der Schanze. Wahrscheinlich waren die schon voll bis unter das Dach so, da ist praktisch schon die Tür zugenagelt gewesen. Also schon Spaxen eingehauen. Da passiert nichts mehr, deswegen müssen die da bleiben. Ne? Könnten wir ja nochmal brauchen. Aber Rainer ist kein Messi. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal. Da sind noch Flaschen drinnen. Und das da hinten sind Müllsäcke, die muss ich auch noch wegräumen. Sind aber noch nicht ganz voll. Die sind noch nicht ganz voll. Rainer, was ist denn bei dir das Kriterium, wann der Müll rausgebracht wird? Wie viele Säcke müssen denn voll sein, bis er rausgebracht wird? Also ich verrate mal was, also bei mir und ich glaube bei allen Leuten, die ich kenne, ist es so, wenn der Müllsack voll ist, dann nehme ich den und bringe ihn hinaus in die große Tonne und die wird dann regelmäßig entleert. Ich denke mir nicht, bevor es sich rentiert, dass ich zur Tonne rausgehe, müssen wir mindestens 4, 5 Müllsäcke voll sein, Rand. Und so lange bleiben die jetzt hier 4 Wochen in der Schanze stehen. Wild, Rainer, wild. Also Wohnzimmer mit oben, das alte Schlafzimmer. Da muss ich erstmal die neue Scheibe, muss ich erstmal schauen, wo ich die neue Scheibe herkriege. Ja, im Übrigen die Scheibe, von der er spricht, ist die von der Dachterrassentür. Und ich weiß nicht, was er jetzt, ob er es verzapft, also ob er die Wahrheit jetzt erzählt, lel. Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, oder ob er das wieder auf die Hater schiebt, weil die Scheibe hat er selber von innen mit dem Hammer rausgemettelt, da gibt es Videos davon. Für die Balkontür und die Tür und das Fenster nebendran. So. So. Ja. Wenn ich im Sommer eine Sache nicht leiden kann, und es ist wirklich nur eine, das ist nicht die Hitze. Ja, bist es du, Rainer. Wenn ich im Sommer eine Sache nicht leiden kann, bist es du. Es ist auch nicht irgendwie das Wetter. Aber ich kann in jeder anderen Jahreszeit auch nicht leiden, also es ist schon wurscht. An sich, sondern was ich nicht ausstehen kann, sind klebrige Hände. Ja, waschen soll schon mal geholfen haben dagegen, Rainer. Ich war halt bestimmt schon. Man könnte es auch zum Beispiel auch Dinge, die auch helfen gegen klebrige Hände. Wenn man es jetzt mit dem Waschen nicht so sehr hat, dann ist es Besteck benutzen. Aber das muss man wieder abspülen. 20 Mal Hände waschen. Stimmt, ich habe so ein Radelding für die Füße, wenn ich hier sitze. Das wollte ich auch, deswegen habe ich auch unter anderem den Teppich hier. Das will ich mal ausprobieren, ob das jetzt funktioniert. Weil bevor der Teppich hier war, ist es immer weggerutscht. Ich hoffe, auf dem Teppich rutscht es nicht. Was rutscht nicht auf dem Teppich? Ach, der will hier praktisch wie so ein, dass das im Sitzen auf der Zarencouch sich dann denkt, dass sich den Speck von alleine runter trainiert, indem er nur unten tritt. Ja, Rainer, ich weiß nicht, einfach so weiterleben und im Sitzen auf der Zarencouch abnehmen, das haut nicht hin. Ne? Ich weiß gar nicht, wie man das Ding nennt. Das ist dasselbe wie mit seiner Arbeitsverweigerung. Also den Aufwand, den er betrieben hat, um Arbeit zu verhindern, der war arbeitstechnisch
ein größerer Aufwand, als wenn er einfach arbeiten gegangen wäre. Und hier ist es auch so, anstatt dass er sagt, okay, ich fresse jetzt andere Dinge und nicht mehr in diesen Mengen und ich bewege mich mehrer. Ich meine, der hat ja ein riesen Grundstück. Der könnte ja jeden Tag einfach mal 50 Mal um die Schanze laufen. Ne? Und stattdessen holt man sich einen neuen Teppich, damit man da so eine Fußtretemaschine hinstellen kann, damit sie nicht verrutscht. Lass mich raten, wie oft der die benutzt hat danach. Das ist so ein Teil, es sind nur Pedale und Füße. Dann stellst du vor dich und dann kannst du im Sitzen treten. Und dann kann ich das nebenher zum Beispiel, wenn ich am Rendern bin, am Bearbeiten bin oder so, kann ich... Ja. Oh, Rainer, das Rendern macht der Computer von ganz alleine. Während der Computer rendert, kannst du einfach, keine Ahnung, spazieren gehen erst einmal, bis die ersten 100 Kilo runter sind. Und dann vielleicht irgendwann einmal anfangen zu joggen oder dergleichen. Oder dir Radl holen. Aber nein, beim Rendern muss er dabei bleiben. Deswegen ist das ja auch harte Arbeit. Ich kann das in Ruhe machen. Gut für meine Füße. Und es ist gut für mein Gewicht. Und da ich sowieso, ich sag mal, gut 2,5 Drittel, und ich meine wirklich 2,5 Drittel, am 2,5 Drittel. Willst du mich komplett verarschen? Der Mathe-Lord wieder, ey. 2,5 Drittel. Das sind, man hätte auch 5 Sechstel sagen können, aber dafür hätte man in der 6. Klasse in der Schule sein müssen. Egal in welcher. Das ist vollkommen wurscht. Außer vielleicht auf der Bad Windsheimer Profistremener Schule. Da lernt man das wahrscheinlich nicht. 2,5 Drittel, Rainer. Am Tag am Rechner sitzt, ist es eine ganz praktische Vorgehensweise. Eigentlich kann er die Hütte weggerissen und neu hergestellt, aber wer hat schon die Kohle dafür? Die Gemeinde, Rainer. Die Gemeinde. Zur Hälfte hat sie schon umgesetzt. Die wollen jetzt nur noch abwarten, bis du dich in ein frühes Grab gefressen hast, um dann den Pilgeransturm abebben zu lassen, weil danach würden nochmal Leute da hinkommen und wahrscheinlich Blumen niederlegen oder sowas, was weiß ich. Monster Energy, Samurai-Schwerter oder dieses Shirt, wurscht. Und danach ist das Kapitel Drachenlord oder Rainer Winkler für die Gemeinde komplett zu Ende und dann kommt da niemand mehr. Und dann kann das Grundstück entweder verkaufen, damit da jemand anders einen Puff draufstellt, oder sie stellen da selber wieder was drauf. Die müssen auch ein bisschen abwarten, bis ich glaube, irgendeins von den hinteren Gebäuden ist noch denkmalgeschützt, das muss noch zusammenbrechen, bevor sie das machen. Ne? Da warten sie auch noch drauf, weil das zu renovieren, das wird sie nicht rechnen. Und dann leben da irgendwann wieder ganz normale Menschen. Ne? Das ist ja wahrscheinlich dann so ein Ding. Ja? Im 20. Jahrhundert, da waren die ganzen Horrorgeschichten immer, da ist dann immer irgendwas gebaut worden auf einem alten Indianerfriedhof oder sowas. Und wenn es dann in 100 Jahren da spukt in dem Haus, was sie hinbaut haben, dann forschen sie nach und nein, wir haben unser Haus auf dem alten Schanzengelände gebaut. nachts raschelt's und dann hören sie es aus der Ferne runter von meinem Grundstück. Ui, macht's die ganze Nacht. Oh Mann. Ich meine, das Haus ist nicht schlecht. Ein paar Sachen können halt mal erneuert. Nach und nach. Nee, es wird niemand von euch bei mir im Haus was machen. Glaubt's mir. Das mache ich. Doch, Rainer. Das haben die Leute, aber da war es nicht mehr dein Haus. Da war es nicht mehr dein Haus. Ich habe Videos gesehen, dass Leute da drin waren, nachdem du da draußen warst. Die haben dann auch noch da irgendwo ein Ei gelegt. Selber. Oder mit Kumpels. Nö. So warm ist es nicht. Rainer, da sind Besucher draußen vor der Tür. Magst du ihn nicht begrüßen?
Märchen neu geboren. Lieber Kinderfilm-Musik hören und stümperhaft mitsingen, das ist viel besser als Fanmanagement betreiben. Was für ein soziales Pack. Leute, ignoriert das einfach, okay? Es wird nicht hatefrei. Selbst wenn es sich noch weiter verringert mit dem Hate. Endgültig hatefrei wird es nie mehr. Ja, Rainer, da hast du recht. Also, dass es nie wieder endgültig hatefrei wird, damit hast du recht. Dass es sich noch weiter verringert, damit hast du nicht recht, weil dazu müsste es sich erst einmal verringern. Und wir wissen, du hast es immer propagiert, du hast es immer verzählt, aber der Hate ist halt nicht weniger geworden. Und der größte Beweis dafür ist genau 10 Tage nach diesem Stream passiert, das Schanzenfest. Hunderte Leute sind da hingekommen, von wegen der Hate wird weniger. Hat versucht, dir nachzulaufen. Ja, wir sehen alle dein tolles T-Shirt, Rainer. Ja, immerhin, ja. Immerhin ein bisschen am Metal. Ne? Gutes Sabaton. Den habe ich jetzt verpeilt. Ach nee, warte, ich hab ihn. Ja. Leute, ich habe den Sound nicht weggemacht. Aber wahrscheinlich hat YouTube den Sound weggemacht. Das ist unfassbar. Die Mucke. Er dreht einfach die Mucke noch lauter auf, in der Hoffnung, dass man dann die Hater nicht mehr hört. Habt ihr jetzt noch alle Latten an der Waffe, Alter? Schaut euch das Land gewinnt, bevor ich rauskomme. Und euch meinen Fuß in den Arsch schramme, Alter. Was habt ihr denn gegen meine Wand geschmissen gerade? Rainer, ich nehme mal an, wahrscheinlich wird es entweder Gemüse oder Eier gewesen sein. Oder ihr beachtet, müsst ihr immer auf Assi machen, Alter. Habt ihr eigentlich schon mal drüber nachgedacht, wie Assi ihr seid? Schaut, dass ihr Land gewinnt. Ey, ohne Scheiß, kaum beachtet man die Pisse nicht, müssen sie mit Sachen werfen. Nur weil sie ihre Geltungssucht vergeben müssen. Oh, der Spiegellord hat wieder zugeschlagen. Einen an der Waffe ohne Ende, ey. Hast du schon mal überlegt, dass ich nicht ohne Grund Sachen werfe? Rainer, hast du dir schon mal überlegt, dass es bei denen wahrscheinlich genauso ist? Ganz ehrlich, über die einzelnen Gründe lässt sich dann im Einzelfall streiten. Aber jeder, der da vorbeigekommen ist, lieber Rainer, der hatte seinen Grund, dahin zu kommen. Und egal welcher Grund es dann beim Einzelnen war, du hast ihn ihm gegeben. Jeden einzelnen von denen. Ganz viele unterschiedliche Gründe. Denn wenn man sich dann mal irgendwie in der Haterschaft umhört, hat jeder einen anderen Grund, warum er dich nicht mag. Jeder. Irgendwann schlage ich jemanden die Schnauze an. Ja, geh raus, ihr willst sehen. Ach so, stimmt ja, du bist ja, du laberst ja bloß. Ne? Bist ja ein feiges kleines Hühnchen gewesen, die ganze Zeit schon. Keine Ahnung, da steht einer draußen, der ist größer wie uns 70, dann hat er sich schon wieder eingestuhlt, der gute Herr Winkler. Aber die Fresse aufreißen, wie so ein auf Grund gelaufener Wal. Hobbylos. Der einzige Grund, warum die Idioten hier rumeiern, weil sie keine Hobbys haben. Oder keine anderen Sachen zu tun haben. Richtig erbärmlich eben. Ich verstehe es in 1000 Jahren nicht, warum man sich so asozial verhalten muss. Das ist letzten Endes für mich echt nicht... Letzten Endes! Nicht verständlich. Ich weiß nicht, was die geworfen haben. Ich habe nur irgendeinen Einschlag gehört. Kleinen Moment, ich rufe mal eben die Bullen. Das kann ja echt nicht angehen hier.
Herr Müller mit Blaulicht, bitte. Ja, hier ist mal wieder wen klar. Oh, ich sehe ihn nicht sprechen. Das heißt, die gehen nicht ran. Ist doch wieder, ist die Herr Müller-Schicht wieder, oder? Der Herr Müller geht absichtlich nicht ran, weil er deine Nummer gesehen hat. Das ist schlecht. Oh, jetzt ist jemand dran gegangen. So, Polizei ist gerufen. Und, ja. Hatte jetzt gerade viel zu tun und musste jetzt kurz mal warten. Das übliche Kindergartengedöns. Das Problem, das ich habe, ist, selbst wenn ich einen Hund hätte, ich habe Angst, dass die irgendwas über den Zaun schmeißen, was der Hund dann frisst. Ja, Rainer. Ich kann es natürlich nie hundertprozentig sagen, aber von dem, wie ich die Haterschaft erlebt habe, gibt es da niemanden, der jetzt sowas machen würde. Also ganz zu schweigen davon, dass du keinen Hund haben dürftest, man hat dir ja bereits einen weggenommen, weil man gemerkt hat, dass du dich um das Tier nicht gekümmert hast. Genauso wie du dich um die Hamster nicht gekümmert hast und um das Pferd nicht gekümmert hast und um sonst alles nicht gekümmert hast. Darf man dir kein Tier anvertrauen? Unter gar keinen Umständen. Das heißt, also, ich hätte wahrscheinlich vermutet, dass das Veterinäramt angerufen wird oder wer ist da zuständig, dass man ihm das Tier halt wieder wegnimmt. Aber ich möchte glauben, und ich bin sehr überzeugt davon, dass es auch so ist, dass keiner aus der gesamten Haterschaft nur um dich zu haten einem Hund etwas antun würde. Keiner. Weißt du, was passieren kann? Weißt du, was passieren kann? Ist, dass dann die Wurst, die da seit Ewigkeiten draußen aus dem Hof liegt, weil du zu gestinkert warst, dass du weggeräumt hättest, dass diese vergammelte Wurst vielleicht gefressen wird und das dem Viech nicht gut tut. Ne? Oder du fütterst das mit dem ganzen Jahrschmutz, den du selber in den kreisligen Schlund reinschürst den ganzen Tag. Und deswegen macht's es nicht lang. Auf welchen Grund auch immer. Ne? Du darfst keine Tiere mehr haben. Meine Meinung. Und das dann vergiftet ist, den traue ich alles zu, den Assis. Außerdem werfen die so oft Flaschen und so oft Gläser über meine Wände, über mein Tor, dass da überall Glasscherben sind. Es ist für mich schon schwer genug, da selber nicht reinzutreten. Klar ist mein... Ja, die hätte man auch mal wegmachen können, Rainer, die Scherben. So oft ist es nämlich dann auch wieder nicht passiert. Und man hätte auch zum Beispiel, keine Ahnung, nicht selber irgendwelche Rotkohlgläser schmeißen müssen. Dann wären da auch weniger Scherben gewesen, Rainer. Ne? Ziel, dass die weggehen. Ich verstehe auch gar nicht, warum die hierher kommen. Man muss sich doch nicht so asozial auf... Ja, das ist genau das Problem, Rainer. Das hast du nie verstanden, das wirst du nie verstehen. Ne? Ich verwende gar nichts als Waffe, außer wenn ich nötig habe mich. Und ich habe einen Stock immer nur zur Verteidigung dabei, nicht zum Angriff. Sind sie weg? Nee, ich wollte gerade nachgucken, ob sie weg sind. Sind sie aber nicht. Ich höre sie hinter mir reden. Die sind nur von da, vom Fenster hinter mich gelatscht. Also bei dem anderen Fenster. Sehr schön. Die Polizei ist direkt da. Ich mache mal schnell die Maschine an, beziehungsweise ich hole schnell mal ein Verlängerungskabel. Ich bin gleich wieder da. Musikwünsche machen wir dann gleich weiter. Wie viele Musikwünsche er damals noch angenommen hat. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ja, Rainer, das meintest du bereits. Und? Kommt jetzt hier. Boah, pfui Teufel. Ist da schon was abgestorben? Entschuldigung, ich muss das jetzt nochmal begutachten. Ich möchte wissen, ob da jetzt irgendwas... Alter, was ist das? Holla die Waldfee. Das ist mit der Durchblutung auch nicht mehr so weit her, gell, Rainer? So. So.
Entschuldigt. Da muss ich kurz noch mal raus. Kurz? Das schaut so aus, als wärst du ganz schön lange draußen gewesen, weil es ist deutlich dunkler als vorher. Langsam wird es mit den Fernbedienungen überhand. Warte mal, ich muss das noch anders hinstellen. Boah! 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 Ja, Rainer, ich würde es halt... Oh, der Mann ist zu dumm für alles. Das ist doch unfassbar. Rainer, wenn ich das Licht blende, dann würde ich es nicht so hinstellen, dass es mir direkt in die Augen leuchtet. Ne? Wo sind jetzt die Softboxen? Die benutzt man doch normalerweise für sowas. Hilfe, ich sehe nichts mehr. Jetzt glänzt mir das voll in die Fresse. Dann muss ich natürlich erstmal richtig positionieren. Ja, genau. Also erst nebeln wir die ganze Putze damit ein und danach positionieren wir es richtig. Rainer, da hast du wieder... So, ich mach mal mit. Im Übrigen, kurz darauf hat er mit dem Rauchen aufgehört, weil seine Freundin das nicht mag. Lell. Ja, schürst dir rein, das Schwibschwab, Rainer, passt schon. Als DJ musst du aber ein bisschen darauf achten, was du spielst. Also das sollte jetzt schon stiltechnisch zusammenpassen. Hast du schon mal E-Zigaretten probiert? Habe ich leider keine. Würde ich gerne mal probieren. Habe ich aber leider keine. Ich habe auch schon mal, eine Zeit lang habe ich schon mal versucht, mir welche zu besorgen, aber irgendwie bin ich zu blöd dafür. Einkaufsliste. Ja, offensichtlich, Rainer. Damals gab es Gott sei Dank diese 11-Bar-Scheiße noch nicht. Leute, kauft die Scheiße nicht. Das ist absoluter Schmutz. Und wenn ihr meint, dampfen zu müssen, dann kauft euch so einen Akkuträger und einen Verdampfer und fertig ist der Bums. Das ist erstens günstiger und zweitens erzeugt das nicht diese Unmengen von Müll. Und drittens sind diese 11 Bars einfach krass überteuert. Die werden in China für Centbeträge hergestellt und hier für, ich weiß nicht wie viel, Barne verkauft. Für Drache, nee, für Rainer. Der beste Grund dafür ist, diese Scheiße nicht zu kaufen, ist China, das Land, das die Dinger herstellt und daran Milliarden verdient, ist auch eins der Länder, in denen die verboten sind. Also, die stehen hinter ihrem eigenen Produkt nicht. Das ist ungefähr wie wenn er zum Italiener geht, der seine eigene Pizza nicht fressen würde. Da geht's ja auch nicht hin, oder? Eine Wandfarbe, 2 E-Zigaretten. Blödsinn. Untersteh dich, das ist ja viel zu teuer. Ich finde schon die Nebelmaschine zu teuer. Eigentlich. Ich bin gleich wieder da. Was ist los, Rainer? Sind wieder Besucher vor der Tür? So, wieder da. Hans, du bist echt absolut wahnsinnig, Alter. Jetzt hau dir hier ernsthaft ohne Scheiß nochmal 5000 drauf. Verrückt, ja, Alter. Vielen lieben Dank, Hans. Das ist nicht dein Scheiß Ernst, Alter. Jetzt hat er nochmal 12.000 Likes raus. Dieser Verrückte, Alter. Der ist ja richtig wahnsinnig, ist er. Richtig wahnsinnig, der Hans. Sag mal, willst du mich wahnsinnig machen? Jetzt hau dir hier nochmal 5000 raus. Hau raus, Hans. Kann er sich von diesen Likes eigentlich auch was kaufen?
Oder müssen das dann Barne sein? Oder kann man Likes dann in Barne umtauschen? Ich bin mit dem YouNow-System nicht so weit vertraut. Ich weiß bloß, da gab es Barne. Und Barne konnte man in Echtgeld umtauschen. Und für Barne musste man aber nicht zwangsweise Echtgeld ausgeben. Ja? Man konnte mit diesen Free Spins offensichtlich Leuten irgendwie Barne schenken, die dann gegen Geld eintauschen konnten. Das ist ein fürchterlich gutes System. Well. Ja, was wird denn das jetzt, wenn es fertig ist, Rainer? Wenn es so weitergeht, hacke ich heute noch immer den Kopf ab. Ich bin mal Switch engaged und ich schau mal, was ich mit diesen Idioten anstelle. Am besten gleich mal ein kleines Stückchen schneiden. Ja, mach das, Rainer. Oh Mann, entschuldigt. Ich habe jetzt schnell noch die Hände gewaschen und mir was schnell in den Ofen, besser gesagt in die Mikrowelle reingehauen. Er jagt ein paar schlecht gezogene Assis. War gar nicht nötig. Schon bevor ich den Arsch zur Tür rausgezogen habe, waren die schon weg anscheinend. Samurai-Schwert. Und glaub mir, um den Kopf oder den Hals umzudrehen, brauche ich kein Samurai-Schwert. Ein paar leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen bekanntlich das Denkvermögen. Ja, da hat dich dann trotzdem nichts daran gehindert, mit dem Ding trotzdem nochmal rauszugehen irgendwann, ne? Feige, wie man es erwartet. Vor allem, das Geile ist, als ich aus dem Fenster rausgeschaut habe, hat er noch gesagt, komm raus, los, komm raus. Hans, du bist echt ein Irrer, Alter. Jetzt haut er nochmal jetzt haut er ohne Scheiß nochmal 20.000 raus. Die meisten flüchten schon, wenn du nur rausgehst. Es gibt Leute, die flüchten, wenn ich rausgehe, ja. Ob das jetzt mehr oder weniger sind, weiß ich nicht. TV-Mob, du willst mich wohl verarschen, Alter! Jetzt haut er auch 5000 Barren raus, dieser Wahnsinnige, Alter. Vielen, vielen lieben Dank, TV-Mob. Dieser Verrückte, Alter. Jetzt pfeift er nochmal an 5000 auch hinterher. Und wie viel waren damals 5000 Barne? In Real-Life Barne, Hartgeld, Euros? Wie viel hat er da gekriegt für 5000 Barne? Wer da IQ hat, bitte schreibt es mal unten in die Kommentare nur rein. Ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, Rainer, ne? Da du sonst nie zur Übertreibung neigst, gell? Komm, ob's angeht, du Verrückte, Alter. Jetzt haut er hier voll raus. Was war das? Oder? Hier voll raus. Ist da was beim Fenster reingeflogen gekommen? Ich habe den Sound nicht ausgemacht. Okay, ja, das ist jetzt ein wenig langweilig. Was ist das? Er wird es uns gleich mitteilen, hoffentlich, was es ist. Leute, ich hab den Sound hier nicht aus. Jetzt geht er weiter. Ist das Geschenk aus dem Titel? Ja. War Kollege Rendern hochladen, das ist irgendwie schon... Man hört ihn ein bisschen brüllen im Hintergrund, aber nicht gut, weil vorne zu viel Mucke läuft. Hey.
keinen Vorteil hat die ganze Geschichte. Ja, du hast dich ein bisschen bewegt, vielleicht mal 2, 3 Kalorien verbrannt, Rainer. Nur der Vorteil. Ich weiß jetzt, dass es so nicht funktioniert. Es ist so typisch, wisst ihr? Erst provozieren sie, ja? Erst provozieren sie so lange, bis ich anfange zu schreien. Hat er gerade produzieren gesagt? Und wenn ich dann ansatzweise runtergehen will und denen eine Schnauze hauen, dann hauen sie ab, die feigen Wichser, Alter. Wisst ihr, kein Hater braucht mir vorwerfen, was für ein Assi ich bin, weil das 10... Rainer, du bist ziemlich Assi. Du warst auch schon immer ein ziemlicher Assi. Ja? Und nur weil man sich von dir nicht gerne anspucken lässt und deswegen einen gewissen Abstand wahrt, heißt es noch lange nicht, dass man feige ist. Im Gegenteil. Tausendmal assiger ist. Und jeder, der ins Hater-Kollektiv dazugehört, gehört zu dieser Scheiße. Egal, ob er nur im Internet hatet oder auch im Real Life. Jeder Assi, jeder Hater gehört dazu. Jeder Assi-Hater. Und da braucht mir keiner was anderes erzählen. Ah. Wie ein Viech, das letzte Mal schon mit der Pizza. Jetzt diese Scheiße. Rainer, wie hast du es zu diesem Zeitpunkt geschafft, 29 Jahre alt zu werden und nicht wie ein Mensch essen zu können? Ich verstehe es nicht. Man möge es mir erklären, wie jemand, der nicht essen kann, so alt werden kann. Und so fett. Halt! Schreibt gerade ernsthaft jemand als Liebesbrief, feinstes Nett. Wenn man auch noch stolz darauf ist, wenn man so eine Scheiße baut, Alter. Oder dazugehört. Ganz ehrlich, ich möchte in so eine Assi-Welt nicht mal dazu können. Vielen lieben Dank, Hans. Ich möchte in so eine Assi-Welt nicht mal dazu können, selbst wenn ich nur auf entfernte Weise damit zu tun habe. Mann, Alter. Ich würde mich schon schämen, wenn nur ein Hater... ich würde mich nur schämen, wenn ein Hater ein Cousin 7000. Grades ist, der auch noch dazu eingeheiratet ist. Und allein dafür würde ich mich schon schämen, Alter. Ehrlich gesagt schäme ich mich schon allein dafür, dass ich Mensch bin, nur weil diese Assis auch Menschen sind. Ey, ohne Kack. Und dann reißen sie die Fresse so weit auf. Ich bin so sauer, dass ich nicht einmal darauf achte, wie heiß mein Essen ist, ey. Oh, hast du das Schnüdelchen verbrannt? Mei, Rainer. Das tut mir aber leid. Alter, wie bringst du jetzt die scheiß Verpackung mit? Leute, ich kann mich nicht erinnern, ob ich jemals so besoffen war, dass ich so gefressen habe. Wahrscheinlich. Ja, es kann sein, dass mir irgendwann einmal dass ich mir so die Batterie abklemmt habe auf dem Festival, dass ich auch an irgendeinem Stand zur Schüssel mit Klump geholt habe und dann ähnlich nicht mehr in der Lage war, ne, Körperkoordination, sondern das einfach nur noch irgendwie reingeschaufelt habe. Möglich. Ich kann mich nicht dran erinnern. Aber nüchtern, Alter. Die wollen nicht nur provozieren. Ja, aber wenn die hier mit Rainer, hättest du nicht vielleicht irgendwie von den Bauern in der Umgebung irgendeinen dafür bezahlen können, dass er einmal am Tag kommt und mit dem Eimer irgendwie in den Trog rein die das Dreckfressi schürt, dann hättest du die ganze Abspülerei auch noch gespart. Zumindest von der Gabel oder dem Löffel, was da gehabt hast. Der Teller hat er schon lange keine mehr abgespült gehabt. Da hättest du einfach bloß den Ogerkiefer reintauchen müssen in den Trog und schön rausschlabbern. Wenn die hier mit Kastanien nach meinem Haus schmeißen oder nach mir schmeißen. Ne? Ach so, eine Kastanie ist das gewesen. Ja, Rainer, das ist vergleichsweise harmlos. Das geht einfach nicht. So kann man doch gar nicht drauf Rainer, du hast doch gesehen, wie es geht. sein. Das kapiere ich nicht. Oh, Leute, ist schwierig, echt, das ist schwierig. Ich habe eher Probleme damit, wenn Leute unappetitlich fressen. Aber das, Digga, nicht dein Ernst. Ich will ja verstehen, wenn ich im Internet... Wie er das Ding, was auch immer das da war, jetzt gefressen hat, ist schlimmer als die
als die Tiefkühlpizza, die er sich vom Tellerrand runterzieht mit dem Unterkiefer. Wenn ich im Real Life rumrennen würde und irgendjemand was tun würde. Aber Ja, aber Rainer, du hast doch gerade vor 5 Minuten selber noch gesagt, dass das im Internet genauso schlimm ist. Wenn es hier jeder machen. Warum ist das denn im Internet nicht schlimm, wenn es das du machst? Das verstehe jetzt ich wiederum nicht. Warum wird da mit zweierlei Maß gemessen? selbst wenn mich jemand angreift, selbst wenn mich jemand schlägt, ich meine, ich verteidige mich schon, aber ich habe noch keinem was getan in dem Sinne. Klar. Oh, wild, Rainer, wild. Die Affenkeksgeschichte ist da noch nicht lange her. Ich könnte jemanden richtig auf die Schnauze hauen und mal richtig zusammenhauen. Ja, zeigen, bitte. Ja? Dann glaube ich es da vielleicht. Problem. Aber im Normalfall versuche ich das immer zu vermeiden. Vor allem, die müssen ja aus der Nähe gehen. In den ganzen Konfrontationen, ja, wenn es wirklich irgendwie Mano a Mano ging, da, ohne irgendwelche Hilfsmittel und ohne Zaun dazwischen, gerade danach, nach dem Auszug, an irgendwelchen Bahnsteigen oder sowas, dann war derjenige, der immer fleißig auf die Fresse gekriegt hat, der warst allweit du. Gewesen sein, weil die mit dem Fahrrad unterwegs waren. Die haben vermutlich zu Hause gesessen und gesehen, dass ich streame und sind dann dahergekommen. Oder zumindest einer von denen ist mit dem Fahrrad gefahren, die anderen sind gelaufen. Ja. Beides Dinge, die du vielleicht auch hättest häufiger machen. Oh, da schiebt er sich das rein. Alter Schwede. Die Polizei ist ja momentan echt sehr aktiv auch. Ich meine, ihr habt es vorhin mitgekriegt. Aber ein paar zumindest. Ich habe vorhin die Polizei gerufen im Stream und die sind ein paar Minuten später sofort da gewesen. Die sind echt schnell mittlerweile. Ja, zu dem damaligen Zeitpunkt war Rainer der Meinung, das hat er dann auch eine Zeit lang durchgezogen. Danach hat er sich dann wieder darüber beschwert, dass die Polizei niemals kommt. Da hat er Ärger dafür gekriegt. Da hat er es versucht, das Märchen zu erzählen von der Polizei, die praktisch immer um die Ecke rum lauert. Ja, die stehen praktisch mit dem Einsatzwagen unten im Feuerwehrhäuschen. Und er braucht dann nur anrufen und dann sind die sofort da. Das heißt also, ihr Hater braucht gar nicht kommen, weil die Polizei ist eh immer da. Das hat dir keiner geglaubt und du hast dir dann auch kurz später wieder durch eigene Aussagen bestätigt, dass halt nicht so ist. Weil ansonsten wärst du für die machen ihren Job nicht niemals angezeigt worden von denen. Ich habe die Polizei gerufen. Die waren innerhalb von 10 Minuten da. Oder 5 Minuten eigentlich bloß sogar. Hat man mich eigentlich schreien gehört? Aveng, Rainer, Aveng. Es war eigentlich gar nicht geplant, dass ich heute nochmal streame. Ich dachte eigentlich, ich streame heute nochmal, weil ich heute den ganzen, ich habe ja heute alles hier geändert. Aber ich sage euch was, wir machen nochmal den Dampf an. Ich habe mal bloß schnell die Tür zugemacht, dass es nicht so leicht rauszieht, bitte. Ja, nicht, dass noch einer die Feuerwehr ruft und diesmal wirklich, weil er denkt, die Schanze brennt, wenn es mal alle Fenster rausdampft. Oh Leute, hier wieder die Soundspur, die fehlt nicht bei mir, die fehlt hier beim Rendern hochladen. Aber viel passiert da heute, glaube ich, eh nicht mehr. So Leute, damit würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde aber an dieser Stelle jetzt den Part beenden. Dann bedanke ich mich, haut rein. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Macht keinen Blödsinn. Da ignoriert man, da abonniert man und wird ignoriert. Stimmt doch überhaupt nicht, Mikau. Ich habe doch vorhin dich sogar Hä, willst du mich verarschen? Mikau, ich habe dich vorhin sogar gefragt, ob dein Name aus Zelda kommt. Und ob du ob du dich nach dem Zora, den man mit Majora's Mask benannt hat. Habe ich dich sogar gefragt. Also wirklich. Also Leute, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche noch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Macht keinen Blödsinn. Hatet niemand, ne? Und niemand, ne? Wenn jemand in eurer Umgebung gehatet wird, versucht ihm zu helfen. Und das wäre ehrenvoll. Also gut, haut rein, euer Drache und ciao, Metal Love. Bleibt true. Ja. Ja, Rainer, vielleicht irgendwann dann doch mal die Schnauze halten. Hey, Mala, Schanzenfest, 20.08.
Ja, da hat er blöd geschaut, dass sie dann doch gekommen sind. Ne? Bis zum Schluss hat er behauptet, da kommt eh keiner. Ja, wo sind wir? Knappe Stunde. Easy. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. War heute jetzt ein bisschen kürzere Geschichte. Das nächste Mal gibt es dann wieder so 1,5 Stunden Ding. In diesem Sinne, Leute, tu nicht, was Rainer tut. Metal off.